Guten Morgen, Rosemarie. Guten Morgen. Heute sind wir ja schon früh dran, aber das Thema war eigentlich gestern ganz spontan. Es ist um Biskuit gegangen und was man am besten zum Biskuit reichen kann. Und alle Leute haben 100 Ideen gehabt, aber die beste war die am Schluss Schoto-Sauce. Ja, Biskuit und Schoto-Sauce, das ist früher der Nachtisch auf die Hochzeit gewesen. Traditionell. Traditionell ist das gewesen. Und das ist also immer gut angekommen. Hast du gern als junges Mädchen mitgeholfen bei Hochzeiten? Ich habe da oft Helfer bedient oder auch Helfer gekocht. Und wie macht man so eine Schoto-Sauce? Schoto-Sauce tut man die Eier verklippern, also mit einem Schneebesser verschlagen und Zucker rein und dann tut man weiter zu. Manche haben auch ein bisschen Wasserels rein, dass sie nicht ganz so stark ist, die Schoto-Sauce, aber also ein guter Weißwein halt hat man da dazu genommen. Und das muss man noch schlagen, darf nicht aufkochen, aber bis die Eier stocken, dass es ein bisschen sämig ist. Und dann muss man es halt wegtun und schlagen, dass sie also schön schaumig bleibt, dass sich nichts absetzt. Also der Name Schoto, das kommt ja von Chaude-eau, vom Wasserbad. Haben Sie es tatsächlich auf dem Wasserbad gemacht oder haben Sie es Wir haben halt... es im Hafen. Wenn man viel hat machen müssen, hat man es im Hafen gemacht. Aber man hat es daheim auch erstmal auf dem Wasserbad geschlagen. Aber wenn man gut aufpasst, dann geht es auch so. Da geht es gut, kann man es auf der Platte machen. Braucht man nicht im Wasserbad machen. Wenn wir einmal einen Nachtisch gemacht haben, daheim einmal im Sonntag oder sonst etwas, dann hat man halt auch schon so geschwind gemacht. Und es ist also immer arg gut gewesen. Das glaube ich. Haben die Kinder auch essen dürfen? Sie haben auch probiert, aber das hat den Kindern nicht geschmeckt. Der Wein ist einfach noch. Und dann hat man also auf ein Viertel Wein hat man 3 Eier genommen. Aha. Und das ist ja viel verhältnismäßig. Ja. Und wie viel Zucker? Nach Geschmack. Ja. Gut. Also manche auch, wie in der Hochzeit hat man auch mal aufs Viertel bloß 2 Eier genommen. Aha. Also dass man 4 mal 2, also 8 Eier aufs Liter genommen hat. Aber sonst, wenn man daheim, da hat man halt auf ein Viertel Wein 3 Eier genommen. Mein Vater hat es unheimlich gern gegessen. Da haben wir immer geschwind von einem Viertel Wein, hat man noch eine Schoto-Sauce gemacht als Nachtisch. Das Kinder meinte ich jetzt mal wieder machen, wo es wieder so kühl wird. Ja, da schmeckt das bestimmt gut, lecker. weil es warm ist. Weinschaumcreme. Ja, Weinschaumsoße. In Italien heißt es halt Zabaglione und da finden es alle ganz schick, aber keiner denkt mir dran, dass es bei uns auch traditionell so gibt, war. Ja. Schoto-Sauce, das ist bei uns ein wichtiger Nachtisch gewesen früher. Da hat es nicht so vielerlei Sachen gegeben wie heute. Und man kann es halt auch aus der vorhandenen Vorräte Sachen hat, nehmen. was man gehabt hat. Ja. Wir haben sogar daheim jetzt mal von Rotwein gemacht. Also normal macht man es ja von Weißwein. Ja. Aber wir haben es auch, weil Rotwein hat man gehabt im Fass und dann hat man halt einen Rotwein auch genommen. Hat genauso gut geschmeckt. Sieht bloß halt nicht so schön gelb aus. Ne? Ja. Okay. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.